Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movielusion und bei uns ist es gerade voll früh. Also wir machen das gerade mehr oder weniger hier direkt beim Frühstück für euch. Deswegen kann es sein, dass im Hintergrund mal irgendwie ein Geräusch ist wie Kaffeemaschine oder so der leise Sommerregen, der gegen die Scheibe prasselt. Das heißt, wenn ihr sowas hört, dann genießt es einfach. Und das ist eine super Überleitung zu dem Film, den wir nämlich besprechen, weil da geht's auch um sommerliche Gefühle und so ein bisschen Vibes, die man vielleicht von früher her noch kennt und einen wohlig ranschmiegen. Und mit diesen tollen Worten, ich bin übrigens der Corby, gebe ich weiter an den Mike. Hi Mike. Servus und habe ich beieinander. Warte mal schnell, muss mein lieber Kassstulle nur schnell runterschluckern. Die Stulle. Die Stulle. Ja, Corby, wir reden heute zwar über einen sommerlichen Film, aber draußen bei mir schifft's gerade wie die Hölle. Bei mir ist gerade voll herbstlich. Ja, es ist ja trotzdem Sommerregen. Ja, das stimmt. Aber ich bin ja sterbensnass, weil ich gerade noch schnell beim Einkaufen war, weil mit Gösserradler ausgegangen ist. Habe ich in der Früh gleich um 8 Uhr in der Frische ausrucken müssen. Das stimmt. Kaffee und Gösserradler, das ist die perfekte Mischung. Das ist Frühstück für Champions. Und das ist ja schon fast die perfekte Überleitung zu unserem dritten im Bunde. Apropos Champion, oder? Hier ist der Kani. Yeah, schön, dass ich auch mitmachen darf. Grüß dich. Das habt ihr jetzt schon so ausgelassen unterhalten. Ich habe schon gemeint, die werden jetzt einfach weggepackt und bleiben. Schauen wir einfach zu. Na, du darfst nämlich jetzt unsere Hörer darüber informieren, über was wir heute reden. Ach, du hast ja nur vom Sommer gekriegt, gell? Und du hast den Titel eh schon gesagt. Nein, wir reden jetzt heute über Monster Summer. Einen tollen Film über ein Monster im Sommer. Genau. Wow. Der jetzt am 19.06. im Kino läuft, oder? 19. ist der Start, kann das sein, aber das Richtige in der Rüb? Oh, jetzt hat Herz meine Kaffeemaschine vielleicht? Oh. Weil es ist wirklich mitten in der Früh, wir scheuen keine Mühen, wir stehen mal mitten in der Nacht auf, nur damit wir für euch gleich mal noch was aufnehmen können und das zu dritt, weil der Mike nämlich dann in Urlaub fährt. Ja. Das faule Schwein. Aber also ich muss da recht geben, also 19. Juni ist der Kinostart und wir haben ja das Privileg gehabt, dass wir den Film vorab sehen haben dürfen. Vielen Dank an dieser Stelle an More Publicity, die uns den Screener zur Verfügung gestellt haben. Und ich muss dazu sagen, wir wollten eigentlich schon früher aufnehmen, aber ich hab's leider nicht zusammengebracht, dass ich mir den Film einmal komplett anschaue. Hab abgebrochen, wollte am nächsten Tag weiterschauen, war er schon abgelaufen, das Ding. Hab noch mal ins Kino organisiert und ich hab nicht sogar auf Deutsch sehen dürfen. Boom. Angeber. Dann Voll. kannst du bestimmt viele Fragen beantworten, die da Kani und ich haben, weil wir haben zwar schon die Hälfte verstanden, aber halt auch nur die Hälfte. Ich hab mir nicht auf Englisch angeschaut und wollten dann auf Deutsch nur sagen, weil auf Englisch die Witze ja besser rüberkommen. Das stimmt. Das ist Aber jetzt erzählt's mal ihr, um was das geht und ich sage euch da, ich antworte dann die Fragen. Wie soll man das denn machen? Wir haben auf Englisch angeschaut, wir haben kein Wort verstanden. Ach so, jetzt habt ihr nicht mal die Geschichte, du hast nicht mal die Geschichte verstanden. Ich weiß überhaupt nicht, um was das geht bei dem Drecksfilm. Okay. Nein, so schlimm war's nicht. Also Okay. ich kann schon ein bisschen was verzeihen. Gut. Ein bisschen was kann ich schon versuchen. Wenn man mich versteht, weil im Hintergrund, wie gesagt, der Kaffee mein Morgendampf da herinnen einer lässt, damit Ja, wir haben alle abgeholt, alle wissen Bescheid. also wer jetzt erst einschaltet, wir sind mitten in der Früh, ich mache gerade einen Kaffee. Warte mal, da eine Kaffeetasse. Chai Latte mit veganer kaukasischer Milch. Ich wette, Also, dass das Salat, der letzte Link ist, den bei mir kriegen. Die hören sich das jetzt an von More Publicity und sagen, fuck. Nein, die falschen Leute. Die sagen, wow, leck, jetzt habe ich richtig Bock auf einen Kaffee und auf ein Croissant. Und dann sitzen wir hier und hören mir die drei zärtlichen Hunde zu. Keine Angst, bei YouTube mache ich hier voll den Hörerservice und baue einen Kapitelmarker rein, dass ihr wisst, ab wann reden wir tatsächlich über den Film. Kapitel 1 bis 10 Minuten Frühstück. Genau. Also, es geht um Monster Summer. Wir haben hier die Geschichte, in der Hauptfigur haben wir Noah. Das ist der Mason Thames, keine Ahnung, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Man kennt ihn von Black Phone Money, oder? Da war er die Hauptfigur. Ja. Und ja, der möchte Journalist werden. Sein großes Vorbild ist da sein Vater, der nicht mehr unter uns weilt. Und er sucht halt auf dieser, ich glaube, auf einer Insel wohnen sie, gell? Ja, ich glaube auch. Auf dieser Insel sucht er so nach der großen Story, die er in seinen jungen Jahren dann an den
an den Mann bringen kann. Und zwar über den Kevin James, der da der große Nachrichtenmogul ist, nennen jetzt einfach mal. Reporter, oder? Duck and Carry. Ich hätte jetzt auch gesagt, das ist so der Inseljournalist. Und bei dem habe ich mir echt gedacht, warum zum Teufel habt ihr denn den in den Trailer reingeschnitten? Ja, weil seine Rolle so gering ist, dass es schon wieder eine Verarsche war. Ja, aber neben Mel Gibson, zu dem da da kann ich bestimmt... America Brave New World auch nicht interessiert. Ob sie einen Harrison Ford mit dabei haben im Trailer, oder? Ja. Also, wenn jetzt ich in dem Trailer neben Mel Gibson auch nur einen Kevin James gesehen hätte, hätte ich mir gedacht, okay, ja, die haben ja da schon ein bisschen Geld ausgegeben für den Cast, nicht schlecht. Naja. So, Entschuldigung. Kann sein, es liegt nicht in unserer Hand. Leider haben sie da die große Trailer-Shows versäumt. Jedenfalls kommt er nicht so ganz an diesen Posten als Journalist, den er gern hätte in seinen jungen Jahren. Und dann passiert irgendwann einmal ein kleiner Unfall mit seinem besten Kumpel, an Ben. Da wittert der Noah schon wieder Epse dahinter, aber kann er nicht so richtig sagen, was das ist. Die ganze Sache wird dann irgendwann führt dann irgendwann zum Gene, der ist gespielt von Mel Gibson, der dann auch so, ja, der ein bisschen die Vaterrolle auch vom Noah übernimmt. Und dann fangen sie zum Ermitteln an, die zwei. Und es stellt sich raus, es geht nicht alles so mit rechten Dingen zu auf dieser Insel, beziehungsweise diese Unfälle, die sie auch schon gehäuft haben, die ja schon in mehrere Gegenden passiert sind. Und wie der Titel vermuten lässt, ist es auch ein wenig übernatürlich. Mehr sei an dieser Stelle jetzt noch nicht verraten. Langt das, Genau. passt das? Passt. Das ist wunderbar schön. und es ist ja gut, dass du das gesagt hast, weil für alle, die total gehuckt sind von diesem Film, die sollten sich dann einfach überraschen lassen, was da passiert, weil dann können wir eigentlich dann mit ganz viel Euphorie in den Film laufen lassen. Ab jetzt wird gespoilert. Wobei, für alle, die jetzt weiterhören, da gibt's jetzt nicht so extrem viel zum Spoilern. Da gebe ich dir recht. Das ist sehr überraschungsarm, sage ich jetzt mal ein paar Sachen. Die kannst du an einer Hand abzählen, wo es los ist und wie sich manche Handlungsstränge entwickeln und so. Genau. Ja, das Einzige, gleich, was du wirklich spoilern kannst, war dann, wer die übernatürliche Figur ist. Ja, das meine ich ja. Und das ist eigentlich, also, sorry, bisschen lame. Ich stelle ja die Theorie auf, dass der Film für uns gar nicht gemacht ist. Ist er nicht, wir sind aber ganz weit weg von der Zielgruppe, glaube ich. Ja, der Film ist gemacht für 10-Jährige. Da jetzt ich sagen. Also das ist so ein Ding, der geizt jetzt recht mit Spannung, Gewalt gibt's auch keine. Am Schluss einmal ein bisschen, aber gut, da geht's dann dem Bösewicht innen droh. Ja, also wie gesagt, das ist alles, gut, das kommt immer aufs Kind drauf zusammen, aber so kann man das mal nicht gut verkraften und Ding. Und ich war sehr, sehr stark erinnert an die Serie Gänsehaut. Das war wie so ein Serien-Special von Gänsehaut. Auch der Film spielt ja in die 90er und versucht die 90er-Atmosphäre zum transportieren. Und das macht er auch gut. Das passt ja alles. Und wie gesagt, das ist, für alte Hasen ist das mal nix mehr. Na, also ja, bis du schon sagst, für 10-Jährige oder vielleicht nur Jugendliche, die auf nur nicht Horrorfilme stehen, aber auf sowas, so ein bisschen zum Gruseln, ist das schon nicht verkehrt. Ich muss sagen, im Originalen hat er mich gar nicht so richtig packt. Ich glaube, wenn man nichts versteht. Na, nicht einmal deswegen, sondern da fand ich auch das Schauspiel halt dann nicht ganz so überzeugend. Und das hat halt dann zusätzlich nur so ein bisschen an dem Gefühl die ganze Zeit genagt, okay, was ist jetzt da wohl das Monster und auf was wird es dann hinauslaufen? Was ich cool gefunden habe, ist, dass der Film ja in die 90er spielt. Und sie schon immer wieder auch versucht haben, so mit Kassetten und weiß nicht, ob da nur irgendwie Element war, halt natürlich hauptsächlich wieder mit, wir können uns hier nur fortbewegen, indem wir unsere Fahrräder benutzen. Ja, genau. Ja, oder man sieht da mehr Poster dann, weil im Film eine Spur, das sind wir 90er, dann siehst du mal, wenn sie am Kino stehen, dann dieser Poster da von Hook, glaube ich, und noch irgendwas, wo du dann sagst, ja, da steht es. Wo es jetzt Stranger Things auch so macht. Gerade Stranger Things hat jetzt die 80er so richtig auspfindelt und jetzt, oder allgemein, Ausfindelt, was ist das für ein Wort?
abfindelt, das sagt man so, unter die Jäger. Kein Mensch sagt das. Jo, das ist, wenn's der Null. Wild, lass das erklären. Wenn's der Wild aufbrichst und du hast die ganzen Innereien aus, dann ist es What the Ausfindeln. Und so hat sich jetzt die ganze Film- und Serienlandschaft auch die letzten Jahre gemacht, dass die 80er so richtig auspfindelt haben. Und jetzt sind wir fertig mit die 80er und jetzt machen wir mit den 90er weiter. Bitte ja auch, ist auch schon wieder 25, 30 Jahre her. Lecker, stell mir vor, wenn sie irgendwann einmal die 2020er auspündeln. Du, da geht's ab. Das dauert nicht mehr lang. Dann haben wir mir So so mit die alt. Leim-City-Roller umeinander gurken. Ja. Ja, Nur noch 3/4 Hosen und Zecken bis zu die Knie auf. ja. Ich muss aber Ja, sagen, schön, Corby, okay. weil du gesagt hast mit den Schauspielern, ich fand das eigentlich recht solide, ja. Nur ein paar bestimmte so Kandidaten wie der Julian Lerner, der wo einfach seine besten Freund spielt vom Noah, der war richtig beschissen. Also der war immer so seitlich abseits im Beitel, auch wenn was Gruseliges passiert ist, aber bei dem hast du sich richtig kennt, der kann eigentlich nix. Aber so die Hauptfigur da eben, der Noah und der Mel Gibson und auch die Dynamik zwischen denen zwei fand ich super. Die Sammy fand ja cool, da das Mädel. Ja. Also ich fand ich fand auch das ziemlich gar nicht cool. einmal so schlecht. Ja, also mir ist halt schon schwer gefallen, den kompletten Film zu folgen, mit meiner Aufmerksamkeit. Daher- Der Film hatte da ein riesiges Problem. Und das habe ich ja mit meiner Frau geschaut, den Film, und dann wir waren am Anfang voll dabei. Wie gesagt, wir haben diese ganzen Gänsehaut-Bücher, sie hat's gelesen, ich hab's gehört, dann haben wir die Ich hab's Serie geschaut. natürlich angeschaut und wir sagen, ja, klar, muss man. Mega gut. Und dann sitzt du da drin und dann geht es so los wie der Gänsehaut-Folge und entwickelt sich dann auch so. Dann haben wir diesen ersten, also nach dem Cold Opener, wo schon mal was ziemlich Wildes passiert, dann werden die Figuren eingeführt, dann passiert wieder was, weil diese Hexe in diese Stadt kommt. Jetzt hast du es verraten. Dann schneiden wir. Wo passt ja. Okay. Passt ja. Wir haben ja gesagt, bis bald. Okay, also so du kannst gut. es jetzt hab ja ich- komplett Aber auflösen. nicht, dass du wieder weißt, ich hab wieder alles in Trägernetzung. Der Podcast war super, aber der Mike ist scheiße. Und dann haben wir diesen Zwischenfall und von da weg fällt der Film voll krass in ein Loch rein. Da haben wir dann wirklich mal so eine Phase von einer halben Stunde, wo so ermittelt wird, so ein Investigativpart, und der zeigt sich halt brutal. Ich sag das in die Filme normal schon immer gern. Jetzt auch bei, weiß ich nicht, Smile oder irgendwas, wenn dann rausgefunden wird, hey, wie oft ist das schon passiert und was weiß ich. Aber in dem Film, das plätschert wirklich voll krass daher. Bis dann am Schluss, die letzten 20 Minuten, der Film dann wieder Fahrt aufnimmt und dann auch wieder Action ist und dann auch ein cooler Reveal dabei ist. Aber wie gesagt, er hat wirklich dann so eine Phase drin, in der Mitte, da zirkt er sich gescheit. Und das ist so mein Hauptproblem mit dem Film. War das diese Untersuchungsparts, die haben doch auch überwiegend auch nur aus einer Wand mit Ja, einer Karten und eben. Fäden bestanden, oder? Recht viel mehr ist da nicht untersucht worden. Ja, nicht ich fahr cool in der Bücherei und mache Recherchen und Archiv oder ich besuche irgendwelche Leute oder sonst was. Ja gut, einmal haben sie wo hingefahren, aber dass man halt dann am Schluss auch noch das Happy End hat. Ja, genau, das war so dann auch schon wieder. Das hat sich dann schon gezogen. Ja. Ja. Nein. Mei, sei es wie es sei, verreckts Rost bleibt sei. Es ist ja eine Insel und es war ja mehr oder weniger fast schon immer offensichtlich, was da passiert. Also, warum hätten sie jetzt da noch mehr recherchieren müssen? Damit wir mehr zum Schauen haben und uns nicht langweilen. Ja, aber das Recherchieren, das hätte ein wenig mehr Dynamik braucht. Das ist halt das. Weil ich sag ja das in den Filmen auch gern. Sogar bei so Rohrkrepierer wie den Night Swim war das der Investigativpart, wo du sagst, oh ja, so kann's jetzt sein. Das Wasser, der Pool, was weiß ich, hin und her. Aber da, wie gesagt, naja. Vielleicht nur kurz zur Rolle von Mel Gibson, weil der Kanye ja gesagt hat, der wird dann die Vaterfigur. Also, ja, übergeordnet kann man das bestimmt so sagen. Aber ich glaube, wichtigstes Detail ist nur, dass das ein pensionierter Polizeidetektiv ist, der halt ein bisschen abseits von dem Örtchen lebt, der einen gewissen Ruf hat, dass er, und da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie das im Deutschen vermittelt wurde, einfach so ein Eigenbrötler ist, oder? Mhm. Ja, genau. Er lebt allein, seine Frau ist weg und sein Kind ist verschwunden und das hat ihn halt gebrochen und auf das hier möchte er halt einfach seine Ruhe. Und wenn dann die Kids dann ihm da quasi ihm auf den Sack gehen, gespannt halt, okay, das tut ihm gut. Und dann ist er quasi da bei diesen Ermittlungen da voll dabei. Und ich mag Mel Gibson. Sagt's mir nicht besser. Das ist ein totaler Sympath. Ist er gut gealtert. Schöner Mo. Schöner Mo. Der Antisemit. Nein, ich finde den, ich mag den. Also auch da jetzt bei dem Film und Ding, er bringt diese Sympathenrolle, diesen Grumpy Old Man, den bringt er super um. Man muss Ich sehe aber auch gerne, ja. ja, ich trete jetzt einfach mal das Werk vom Künstler. Ja, das musst du machen, wie Ja. bei Lanzer. Das hilft nicht. Wem?
Wer? Kruzifix. Oh Gott. Aber als Schauspieler mag ich ihn auch gerne. Und in der Rolle hat er mir auch gut gefallen. Ja, das stimmt. Der Kevin James hat mich positiv überrascht. Also wirklich, da hab ich mich gefreut, als ich den gesehen habe und hab mir gedacht, hey, schau hier, der Duck. Ich weiß nicht, ich da packen irgendwie nicht so. Also als Nazi sag ich ihn lieber. Mit der Glatzen und dem Hakenkreuz. Ja, das ist ja deine Identifikationsfigur. Nein, aber da wirkt er halt geil. Ja, natürlich. Und da spielt er halt wieder, da ist er halt wieder nur der Duck. Nicht ganz so trottelig und so, aber wie gesagt, da hat er bei diesem, wie Becky hat er mit sagen dürfen, was er richtig kann. Aber wie gesagt, er kann sich halt in dem Film auch nicht wirklich entfalten, weil er sitzt nur auf einem Tisch, frisst seine Ohren rein, recht widerlich und redet saut um den. Ja. Genau, ja, deswegen perfekt. Ich hätte es sofort in den Trailer reingeschnitten, dass alle Leute waren, der spielt da auch mit. Ja. Der hat quasi die Rolle eingenommen vom Besenburgermeister in der Weiße Hai. Genau. Es gibt allgemein sehr viele Anspielungen. Also S natürlich, Vollgas. Ja. Ich sag, wenn das Böse dann kommt mit Licht und so, sagst, ja, okay. Auch gedacht, ja. Oder Stranger Things natürlich auch. Das ist natürlich momentan so dieses Überreferenz-Ding. Und hat man schauen können. Und wie gesagt, ich glaube einfach, dass Kids, ich bin jetzt noch gespannt mit meinem Buben mit Simi, dem habe ich jetzt das noch nicht zutraut, aber ich glaube, dass... Der hat eine 12er-Freigabe, oder? Ich glaube ja. Also ab 16 war direkt der Chaos, ab 6 war zu locker, aber wie gesagt, das ist da mit 10 und 12, glaube ich, bist mit dem Film voll bedient und du gehst aus und sagst, ja, das war gut. Weil wirklich, weil gruselig war, ich hätte jetzt mal gesagt, waren eigentlich nur die Steine an dem Steg. Ja. Und das war aber nicht schlecht, das haben sie schon gut gemacht. Die fand ja tatsächlich mal so ein bisschen Gänsehaut, also dass ich ein bisschen Gänsehaut vom Gruseln her gekriegt habe. Ja. Und der Schluss? Und vielleicht noch das im Void, wenn er da sein Spätzl an Eugene findet. Ja. Und also so eine Visionsszene gibt's ja noch mit dem Fernseher, wo der Mel Gibson so eine Vision hat von seinem Burm. Ja, stimmt. Das war auch sehr atmosphärisch, das war cool. Also er hat seine Momente. Ja, er ist eigentlich so wie Clown in a Cornfield, junge Generation an blutige Slasher ranführt, kann dieser Monster Summer eine junge Generation an die ganzen Gruselfilme wie Conjuring ranführen. Ja, wirklich. Es ist doch eine schöne Überleitung, um jetzt schon in Richtung der Tops und Clown Flops zu gehen. In a Cornfield zu gehen. Also. Genau, richtig. Deswegen, Kani, willst du gleich weitermachen? Ja, kann ich gleich machen. Also mein Top ist die Beziehung zwischen Noah oder Carsten und Gene Mel Gibson, weil ich fand das dann, also das war in Anführungszeichen also ein bisschen eine Tiefe in der ganzen Geschichte, dass der Noah seinen Vater verloren hat und da seinen Ersatzvater findet und der Gene hat seinen Sohn verloren und findet da so seinen Ersatzsohn in dem Ding. Das fand ich eigentlich recht schön. Vor allem dann auch am Ende, wie sie es noch mit dargestellt haben, das war mein Top. Und mein Flop ist dann, das Monster nehmen wir es jetzt einfach mal, das dann, da kommt das von, da hätte man ein bisschen mehr Make-up draufhauen können, dass es ein bisschen weiter ausschaut, die Sache. Das war direkt aus der Gänsehautfolge aus. Das war direkt genau, so. Aber das liegt halt einfach an dem, wie wir es jetzt schon ein paar Mal gesagt haben in der Folge, das ist, glaube ich, eher ein bisschen für ein jüngeres Publikum auch zugeschnitten und da wollten sie wahrscheinlich nicht übertreiben, aber ich hätte gern ein wilderes Monster gesehen, optisch. Ei. Genau. Mikey, was sagst denn du? Also, ich fand gut, dass man diesen, wie gesagt, eben diesen Gänsehaut-Flair, also von der Serie ein wenig so eingefangen hat, und dass man halt da wirklich jetzt mal so einen Gruselfilm, ich nenne es jetzt einfach mal einen seichten Gruselfilm hat, für junge Leute, denen vielleicht Stranger Things noch zu wild ist, und andere Sachen vielleicht schon zu lasch sind, da passt der Film super rein. Und was mein Flop ist, dass das leider nicht geschafft haben, dass den Film auch so machen, bei aller Jugendfreundlichkeit oder Kinderfreundlichkeit, dass man dann auch für Erwachsene attraktiv macht. Weil da feit's nämlich wirklich stark. Dass die Erwachsene sitzen wirklich da und sagen, ja, habe ich alles schon 1000-mal gesehen oder anders gesehen und Ding, aber ja, Hauptsache die Kleiner gefällt's. Aber wie gesagt, man sitzt als Erwachsener wahrscheinlich nicht drin und sagt, man hat jetzt da den super Film gesehen. Und eine Sache hätte ich noch, was mir eigentlich ziemlich gut noch gefallen hat, darf ich das noch schnell reinhauen. Ja, das ist fast ein wenig so ein Trivia-Effekt. Und zwar, ich bin aus den 90er, hab ich einen Film damals gesehen, der heißt Hercules und die Sandlot Kids. Und da schießen junge Kids einen Baseball auch wieder zu so einem alten, grantigen Mo in so einem alten Schrottplatz. Und da ist ein wilder Hund drin, der heißt Hercules. Und der meinen sie immer, der frisst Kinder.
und da müssen sie dann auch eben rein, sie reinschmuggeln und den Boy rausholen. Und in diesem Film spielt auch der Patrick Renner mit, oder Renner, weiß ich nicht genau, wie man ausspricht. Das ist der am Schluss quasi, der sich dann rausstellt, dass er Dreck am Stecken hat, der spielt quasi da in dem Film auch mit und hat da sogar ein bisschen eine tragende Rolle. Und da diese Anspielung, dass ich sage, okay, ich hab da jetzt von der Handlung her was Ähnliches oder so Elemente mit dabei und baue dann die Figur noch mit ein, wo ich am Anfang da gesessen bin und hab gedacht, hey, das ist ja der und der aus dem Film. Und dann hat aber der noch eine tragende Rolle. Hab mir gedacht, cool, das ist schön, das haben sie schön gemacht. Da haben sie sich was dabei gedacht. Ich find's immer geil, wie du Handlungen erzählen kannst, weil jetzt habe ich schon Bock, den Film zu schauen. Okay. Das ist super. Das gefällt wirklich. Grandios. Das ist ein schöner 90er-Film mit Kids. Das ist schön. Also nichts mit Grusel und so, aber das ist halt einfach so viel gut Film. Kann ich empfehlen. Ich kann irgendwie an alles, was ihr gesagt habt, anschließen im Sinne von mein Top ist das Marketing, weil wir sitzen im Kino und schauen Final Destination und Until Dawn. Und dann kommt der Trailer zu Monster Summer und suggeriert mir, boah, okay, das ist bestimmt so ein Monster-Mashup. Also da kann man bestimmt lauter verschiedene Monster vor. Mel Gibson ist dabei, so Stranger Things Vibes. Habe ich irgendwie voll Bock drauf. Und dann kommt es halt vor so Until Dawn, Final Destination. Also gehe irgendwie schon als Zuschauer davon aus, okay, das muss anscheinend die gleiche Zielgruppe sein, weil dann kommt der Trailer zu Clown in der Cornfield. Stimmt, ja. Und dann habe ich mich voll gefreut, als du gesagt hast, hey, hier, der Screener. Und habe mich schon voll drauf eingestellt. Boah, das wird bestimmt richtig brutal. Und jetzt kommen wir zum Flop. Ja, das kommt halt nicht. Der Mike hat vorhin gesagt, also das Monster ist halt ein Monster und es ist eine Hexe. Wo Ja, Spoiler. Habe ich vorhin schon gemacht, das tut mir leid. Ja, da hast du dir gerade einen Kaffee geholt. So. Ja, und von dem her war ich halt dann irgendwie schon gescheit enttäuscht. Sie finden halt dann in der Mitte vom Film zum Beispiel so einen abgebrochenen Besen und sowas und auf das schließen sie halt dann raus, okay, das muss eine Hexe sein, aber auch in dem Haus, wo er wohnt, zieht halt gleich eine alte Frau ein, die halt dann auch ausschaut wie eine Hex und ja. Ich hätte es einfach besser gefunden, wenn so ein paar mehr Monster-Referenzen mit drin wären, aber wir haben ja schon festgestellt, der Film ist für eine andere Zielgruppe, von dem her, wenn Sie eigentlich dafür begeistern könnt oder vielleicht mit euren, weiß ich nicht, jugendlichen Freunden oder Verwandten da reingehen wollt oder Kindern, dann macht's das, habt Spaß da drin. Ich hab mich hinters Licht führen lassen. Ich kann aber meinen Papa mitnehmen, weil ich glaube, mein Papa war vor dem Film auch hübsch schockiert. Das war auch so ein Fall. Das war auch so, dass ich sage, ja. Der kann nicht, der muss Viecher pfindeln. Ja, auspfindeln, das stimmt. Auspfindeln müssen. Also, schnappt seine aber Kinder. Ist eigentlich nicht so gegangen? Ja, ich war da auch. Also ich hab auch nach dem Trailer und so gemeint, war cool. Da kommt wieder so ein cooler Monster-Hammer auf uns zu, wo es ein wenig abgeht. Und dann ist er doch mit Handbremse unterwegs, wie der Michael gesagt. Aber wie gesagt, ich sag das voll, bin ich voll dabei. Aber ich sehe halt momentan noch ein bisschen aus einer anderen Perspektive, wo ich halt dann sage, okay, wieder ein Film, den ich in 2 Jahren mit meinem Buben anschauen kann. Und das ist cool. Neben Monster Squad oder solche Filme, da kann ich dann Monster Summer auch schön einbauen. Und wenn ihr das Kind ein wenig so in dem Alter habt, dann schnappt es, geht's ins Kino, dann habt ihr vielleicht die nächsten Horror-Nerds wieder da und das habt ihr ein paar Stammhalter da, die wo euch eine Sammlung fortführen. Ich hoffe so viel. Ich schmerze okay. Billig ab, dein Bub, wenn du mich verrannt bist. Wie ist das Meme, was heißt, hoffentlich verkauft meine Frau nach meinem Tod die Sache nie für das Geld, für das ich gesagt habe, was kostet haben. Ja, genau. Gut, dann kommen wir natürlich zu unserem Qualitätsmerkmal, zum Triple Threat. Ja, Kani. Ja, komplett erfüllt beim Film für so eine Zielgruppe. Permanent hast du Titten, Schwengel und da die Viecher in der Kamera. Jeder Seite. Und alle 3 Sachen gleichzeitig. Ja, genau. Und da ein Hund mit Titten und seine rote Rakete hingelassen. Oh Gott. Wow. Also, da können wir eigentlich gleich so schnell enttäuschen. Keins von irgendwas wird da erfüllt von diesen Thesen. Oder wir können euch erleichtern und sagen, und ich sage, hey gut, das kommt nicht vor, kann ich meine Kinder wirklich sagen.
Also, ich sage immer nur ein Tee, das nicht vorkommt, ist für mich erleichternd. Die anderen zwei sind immer sehr beschämend für mich. Sehr beschämend. Ja. Wenn es tote Tiere ist, irgendwie wollt, da müsst ihr anscheinend zum Mai fahren, weil der wird pfindelt. Außer ja, momentan ist Jagdsaison. Also bei mir draußen, wenn ich oft bis da so im Bett drin liege, bei mir schießt es momentan überall. Die ganze Zeit her irgendeinen Schuss. 11 in der Nacht, 1 in der Früh, die ganze Zeit schießen's. Brutal. Boah, krass. Ich darf eine Polizei schicken. Das ist Ja, die dürfen leider, das ist das Problem. Sind soll denn das? Die dürfen das. Jäscher! Ja. Die Jäscher und die Griechen! Ja gut, dann eine kleine nette Folge hier über Monster Summer. Wir sagen auch nochmal vielen, vielen Dank für das Vorabsichten und hoffen, wir haben euch da jetzt ein bisschen den Film ins rechte Licht gerückt, dass ihr entscheiden könnt, schau ich mal an oder lass ich vielleicht dann aus. Dann wisst ihr, was für Erwartungshaltung das mitbringen müsst. Immer ins Kino, also nichts Immer auslassen, eine. immer ins Kino. Oder so, richtig. In dubio pro Kino. Dann sage ich vielen Dank, ihr zwei, fürs beim Frühstücken dabei sein und Mach ich gern da nochmal zum Abschied. Super. Ihr kommentiert drunter, was ihr von dem Film erwartet oder erwartet hättet, ob euch da irgendwas überrascht. Was ist euer Lieblingsfilm mit Mel Gibson? Ganz klar. Passion Christi, welcher sonst? Da später nicht mit. Er ist von Mel Gibson. Doch, er ist Gott. Was ist denn der beste Mel Gibson-Film? Lethal Weapon 2. Payback. Oh Gott, das ist schon lange her. Jetzt versammeln wir die Abmoderation. Ist wurscht. Warte mal, da habt doch ihr erst in den Alex drüber geredet. Wie Ja, heißt was denn Frauen wollen, ist dein Lieblingsfilm wo, von wo Mel er Gibson. den Schotten da spielt? Braveheart. 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 Ja, der Patriot war aber auch so ein Ding. Oh ja. Aber Roland Jämmerlich, gell? Kann sein. Jo, der ist vom Roland Jämmerlich. Echt? Ja, ich mein schon. Ich glaub nicht. Naja, gut. Also schreibt es in die Kommentare, was euer Lieblings-Mel Gibson-Film ist. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht vor der Insel, auf der der Film spielt. Wie heißt denn die Insel? War das nicht irgendwas mit New England? Sowas? Na, Rügen. Das Baumhaus hat, glaube ich, nicht Overlook geheißen wie das Hotel in Shining, sondern Overview. Das war ganz lustig. Ja, schön, dann sagen wir nicht vom Overview. Genau. Nee, vom Overview. Also, danke fürs Zuhören. Servus und habe die Ehre. Au revoir. Bis dann. Tschüss.